Da ist ein Frosch. Hallo, kleiner Frosch, komm her. Plopsch. Da ist dieses Leuchten im See, ist mitten im See, also da ist halt eine kleine Insel. Ist es das, was wir irgendwo von einer Anhöhe aus gesehen haben? Da drüben ist was, siehst du? Aber erst will ich da hingehen. Das sieht nämlich aus, als wäre es irgendwie ein Weg oder so. Das ist schon richtig schön sumpfig hier. Da hinten ist wieder ein Leuchten. Da geht's wieder in den See, oder? Ich gehe... hä? Da war doch... Moment. Da war doch eben noch ein Weg. Ja, da? Nee. Hä? Da war doch eben noch ein Weg, oder? Muss ich weiter zurück? Will das Spiel mich veräppeln? Weißt du das dann so? Ah! Da hinten, ich sehe es. Ah, das ist kein Weg, das ist ein Felsen, oder? Ja. Warte. Doch, das ist ein Weg. Guck mal. Was ist das da? E? Das Aufheben? Nee. Bin ich hier? Warum ist das rot? Okay. E? Auch ein A sein? Ich glaube, das ist halt einfach nix. Auf jeden Fall sollten wir natürlich in den Fluss gehen. Ich gehe mal von hier hin. Kann ich schwimmen? Oder, ja, der ist nicht tief. Ja, guck mal, da kannst du. Kann ich sogar noch stehen. Also hüpfen kann ich noch da. Schön. Locker, Knickebocker. Was ist das da? Und das da für Dinger im Wasser? Waren die schon immer da? Ist hier irgendwas Schönes? Okay, ich kann schwimmen. Was ist denn jetzt los? Okay. Ich kann, glaube ich, doch nicht schwimmen. Aber ich habe ja... Da war doch Rand. Okay, ich kann nichts machen. Au. Au. Da sind irgendwie Knochen oder so. Ja, lass gut sein. Komm, bleib draußen irgendwie. In irgendeiner Höhle? Knochen und Zeugs. Wie komme ich hier raus? So vielleicht? Sieht gut aus, oder? Okay. Ja, okay. Ich kann zumindest die Frösche wieder quaken hören. Die machen mir irgendwie... Ist das die Speicherstelle, wo ich vorhin war? Moment, was ist das da drüben? Ah! Okay, das ist direkt wieder hier am See. Ich speichere mal nochmal, oder? Falscher Knopf. Aber das da hat doch vorhin nicht geleuchtet, oder? Das wäre mir... Oder? Das wäre mir aber aufgefallen. Jetzt pass mal auf. Okay. Also wir haben... Was haben wir? Warte mal, Inventar haben wir ja. Was ist denn das da? 1 von 6 und da ist eine 2. Und da... Unter dem linken, dem Fackelding da, stand vorhin eine 4. Jetzt steht da eine 3. Also vorhin hatten... Ja, okay, das zählt wohl rückwärts. Was passiert, wenn es bei 0 angekommen ist? Also vorhin stand da eine 4 und wir hatten 1 von 26. Jetzt haben wir 2 von 26 und es steht da eine 3.
Ja. Was auch immer. Knie ich mich gerade? Nee. So, da hinten haben wir vorhin diese Höhle gesehen vom... Ich komme mir gerade so klein vor irgendwie. Okay, das ist einfach nur eine Höhle. Ist da hinten was? Schnell, 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 schnell. Hier, raus. Yes, ne, ist das ein Dickicht hier. Ein dickes Dickicht. Ab. Okay. Also ich habe vorhin probiert, da hinten hinzuschwimmen. Ich glaube, da soll man nicht hinschwimmen. Dann wirst du von dem Fisch oder so gefressen. So, ich gehe jetzt einfach mal zurück. Das ist wieder der Frosch. Das sind 2. 3. 0. Wo sind sie jetzt alle hingehupft? Okay. Warte. Okay, also wir waren jetzt beim Fisch und haben irgend so ein Dingens geholt. Ich sag mal, könnte das Leuchtende da vielleicht sein, dass wir das geschafft haben, weißt du? Muss ich mal drauf achten. Also wir müssen jetzt da am Haus runter und dann nach links oder rechts. Wenn wir nach rechts gehen, kommen wir zum Karnickel, nach links zum Hirsch. Wenn ich die Karte richtig gedeutet habe. Da vorne ist wieder das Strohpüppchen da. Ich gehe nochmal ins Haus. Da steht ja jetzt was Neues da, weißt du, dass da irgendwie... Das ist aber auch krass. Warum mir gefällt die Musik hier nicht? Wir gehen wieder raus. So, da oben ist die Karte. Da unten müsste die Strohpuppe sein. So. Also, was war das? Rechts das Karnickel, links der Hirsch. Gehen zum Hirsch. Immer links rum erstmal. Was ist denn das da? Topf. Ist das das Gemüsebeet? Reichlich fertig aus hier, okay. Jetzt mal ein bisschen drauf achten, ob wir wieder so einen Felsen finden, so einen nicht erleuchteten... Wir sind beim Hirsch. Wir sind aber sowas von beim Hirsch, das glaubst du gar nicht. Ich weiß aber halt nicht, wo. Wo der ist. Wir bleiben mal auf dem Weg. Uns natürlich ein bisschen um. Okay, da hinten ist wieder... das ist wieder ein ja, ist das ein Feuerchen oder sowas? Okay, alles klar. Das war kein Feuer. Das ist weggerannt. Das Feuer ist weggerannt. Okay, da drüben ist so ein bisschen lila-blau. Ich glaube, da kann ich jetzt wieder speichern, oder? Oder? Auf jeden Fall. Sieht's da oben besser aus. Ja, wir gehen erstmal da hoch. Da ist auch was zu lesen. Guck mal. Da hinten. Erstmal speichern. Erstmal speichern.
So. Komm. Volle Anzahl an. Guck, da ist jetzt so ein... Die Dinger da sind angegangen, ne? Dann noch irgendwo eine? Nee, ich tapp jetzt nicht durchs Feuer. Da habe ich vorhin schon gemacht. Hast gesehen, da unten war was. Eine menschliche Kreatur irgendwie. Ist das ein Schatten oder so? Hat der vielleicht... Also der hat mich auf jeden Fall gesehen. Kommt er vielleicht nur nicht... Oh, ich hoffe nicht, dass es sowas so wie Stealth-Passagen oder so geben wird. Da bin ich immer kacke. Okay, pass auf. Wir gehen weiter. Aber erst lesen wir natürlich diesen Brief da. Die Geheimnisse der Schmugglerhöhle. Jan erzählte mir, dass es eine im Wald versteckte Höhle gibt, in der vor vielen Jahren Diebe aus der Stadt wertvolle Schmuggelware versteckten. Als sie gefasst wurden, wurde die Höhle durchsucht und die wertvollen Gegenstände beschlagnahmt und entfernt. Da ich nur wenige interessante Geschichten über diese Gegend kannte, fragte ich Jan nach jedem Detail, das er kannte. Wir suchten wochenlang nach der Höhle mit nur einer vagen Vorstellung von ihrem Standort. Auf einem unserer vielen Streifzüge durch den Wald fand ich es schließlich genau so, wie es beschrieben worden war. Die Felsbrocken zu beiden Seiten des Eingangs, der hängende Efeu, der das Loch in der Felswand teilweise verdeckte, der umgestürzte Baumstamm, der gefährlich darüber thronte. Ich wollte hinein, aber das Tageslicht drang nur wenige Meter in die Tiefe. Ich hatte den unlogischen Gedanken, dass vielleicht etwas Kostbares dort zurückgelassen worden war. Juwelen, die in einem Riss im Boden gefallen und unbemerkt geblieben waren. Geld, das besonders sicher zwischen den Stalagmiten versteckt und nicht gefunden worden war. Goldstücke, die unter einer dünnen Schicht Schmutz im Boden vergraben sind. Jan überzeugte mich, nicht hineinzugehen. Der Boden war rutschig und uneben und ohne Licht, das uns den Weg wies, konnten wir uns in einem verzweigten Tunnel verirren. Ich kehrte nie zurück, um die Gegend zu erkunden. Ich denke, das ist das Beste. Wenn ich die Höhle betreten hätte, wäre sie leer, nur mit meiner Enttäuschung gefüllt gewesen. Da ich nie zurückgekehrt bin, bleibt es in meinem Kopf eine unberührte Höhle voller Reichtümer, ein Raum voller verlorener, glitzernder Schätze, eine kostbare Erinnerung. Wollen wir reingehen? Schon, oder? Aber daneben kann man doch hochgehen. Das war doch mal... So. Wenn ich da hoch... Nee, kann man nicht. Das ist umgestürzt. Das war wohl mal ein Wanderweg oder so. Natürlich gehen wir in die Höhle. Was ist das für eine dumme Frage, ne? Da war schon wieder so eine. Achtung, da vorne ist ein Rabe. Nee, das ist kein Rabe. Okay, pass auf. Ja, guck, da kann ich rüber. Nein, 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 nein. Ah, okay. Okay. Ich bin ein Stückchen abgestürzt, aber nur ein bisschen. Ja, okay, aber es geht hier weiter, guck. Kann ich hier vielleicht... Okay, wir sind oben auf dem Wanderweg, den ich gesagt habe, wo ich gesehen habe. Habt ihr das auch gerade gesehen? Da hinten war irgendwie so Nebel? Warte. Okay. Jetzt bin ich hier oben, wo vorhin diese Figur war. Traurige Musik.
das hier alles? Das ist ein... Guck mal, da unten ist der Pfad. Jetzt komme ich von oben hier rein. Okay. Siehst du, geschafft. Okay. Was ist das? Das ist ein Arm? Ein Skelettarm? Ach, dann war das erste eine Hand oder so? Okay, wie komme ich jetzt wieder raus? Skelett? Ich habe vorhin eine Hand gefunden, jetzt einen Arm. Komme ich raus, indem ich einfach... Kann ich da vielleicht wieder hoch? Nee, aber ich kann halt da unten weitergehen. Das ist wohl gerade was runtergebröselt und hat das da wieder frei gemacht. Okay, das ist gut. Ich muss natürlich jetzt halt hier... Ja, ist ja gut, ich gehe ja schon runter. Okay, alles klar. Dann gucke ich halt hier runter. Da sieht es nicht ganz so gefährlich aus. Ich wollte doch nur runter gucken. Okay, wir haben einen Skelettarm gefunden. Jetzt mal gucken, ob da hinten... Also meine Theorie... Was? Da war nix. Meine Theorie war ja, dass dieses Wesen, was ich da unten gesehen habe, oder eben auch nochmal, dass die nicht in die Helligkeit kommen, aber das, ja, ich meine, ja, ne, ich glaube, das stimmt so nicht. Ich meine, solange sie ja vor mir abhauen oder mich halt so ein bisschen erschrecken machen, ist mir das eigentlich egal. Solange sie mich nicht verfolgen. So. Dieser Stein da unten hat nicht geleuchtet, oder? Das wäre mir aufgefallen. Also glaube ich, dass es so ist, dass wenn wir den Abschnitt geschafft haben, dass das dann anfängt zu leuchten. So, ich gehe natürlich hier rum. Da ist vorhin, glaube ich, jemand hingerannt, wenn ich mich nicht irre. Okay, also tief fallen kann man hier nicht. Ist schon mal gut. Wären wir also auch so hingekommen? Ist das ein Altar? Nee. Was ist das da? Eule? 9, 3 Viertel? Ist das so ein Harry Potter Ding? War das nicht irgendwas mit dem Gleis und du mussten die Wand rennen oder so? Komm, wir gucken mal. Oh, hopp. Yay! Ich habe mein erstes Mal mein komplettes Harry Potter Fachwissen habe ich eben gerade bewiesen. Ja, das ist das Einzige, was ich von Harry Potter weiß. Dass es wohl das Gleis 9 3 Viertel gab und du musst da durch die Wand rennen. Und damit hat sich mein Harry Potter Fachwissen einmal ausgezahlt. Und ab jetzt kann ich auch nichts mehr dazu beitragen, weil ich habe nicht mehr Ahnung wie das von Harry Potter. Außer, dass die Eule Hedwig heißt. Oder heißt sie Hermine? 1 von 4037.
denkt ihr natürlich 4037. Das sind ja nur 4 Zahlen, die kann sich ja jeder merken. Ja, ich bin aber nicht jeder. So, was ist das? Ach, guck mal, das sind Eulendinger. Sind das die Altäre? Ah, gucke. Das Rote da sind die Knochen, die man finden kann. Ich glaube, den haben wir gefunden, oder? Wir sind auf jeden Fall die Hirschroute gelaufen, so viel ist klar. Im Moment bin ich wohl hier. Das da fehlt mir noch. Aber was gibt's denn dazu? Okay, ich muss mich noch ein bisschen umgucken. Das ist ein Altar, ne? Und das ist die Höhle, das war der Knochenarm. Beim Hasen gibt's natürlich noch was. Beim Fisch, das war das erste, was wir gefunden haben. Ich weiß nicht, also da war halt eine Knochenhand. Da oben. Ah, das ist der Startbereich. Haben wir so schon fast durch das Spiel, ne? Mann, bin ich gut. Sag mal her. Knappe Stunde oder so. Haha. Also, es gibt hier noch einen Altar. Irgendwo. Ich muss mich hier natürlich noch ein bisschen umgucken, dass irgendwie noch etwas liegt. Auch hier wieder, bevor ihr mir jetzt irgendwie sagt, hier, du hast das und das und das übersehen. Dadurch, dass ich ja Strahler im Gesicht habe, dass ihr mal ein strahlendes Gesicht sehen könnt, sehe ich im Dunkeln hier nicht so viel wie ihr draußen auf euren Bildschirmen. So, dann müsste hier... Da ist ein unerleuchteter Stein. Dann ist da drin, ich muss stucken, ist wahrscheinlich ein Altar. Ja, guck. Das ist der, den wir eben gezeigt gekriegt haben. So. Natürlich speichern. Okay. Ist das in der Mitte ein Mensch? Also oben scheinen Hände zu sein und es gibt wohl 4 irgendwas. Okay, wir gehen mal wieder raus. Kopf einziehen. Ah! Herrgott, Sakra Dunakail. Lass das. Mann, ey. Bin zu alt für so einen Scheiß. Ja. Mann. Jetzt bin ich nur erschrocken, weil der sich erschrocken hat. Hört doch auf mit dem Quatsch, hey. Mann, ey. Wieso geht das Ding nicht an? Ich hab's doch gelöst. Moment, ich gehe noch mal... Wo war das? Da ist noch was? Nee. Ich gehe noch mal da rein. Und guck noch mal auf die Karte. Da, guck, jetzt... War das vorher schon blau? Ja, schon. Also, das haben wir jetzt. Der sagt mir jetzt quasi... Also, ich gehe jetzt da raus. Halt mich... In rechts geht's irgendwo rein. Da gehen wir jetzt halt hin, ja? So, also da geht's rein zum Altar. Das heißt, ich halte mich jetzt halt rechts. Ist da dieses rechts gemeint oder der Weg da rechts? Weiß nicht. Da bin ich rausgekommen. Ich nehme mal dieses rechts. Ist das da? Ach nee, da oben das Feuerchen, da waren wir ja. Irgendwo rechts. Soll noch was Verstecktes sein. Ich laufe jetzt natürlich querfeldein. Da vielleicht? Da ist der Hirsch, hast du gesehen? Er war gar nicht so schlimm. Er hatte auch keine roten Augen, sondern gelbe. Da oben ist was. Guck, siehst du? Nee, siehst nix. Ah, da. Ja. Ich dachte, das wäre ein Gebäude oder... Da ist was. Ist da gerade der Hirsch hingerannt? Kopf. Da ist... Da oben... Ach, da kann ich jetzt halt da raus. Aber erst will ich natürlich das da lesen. Ne? Ah. Hirsch. Als ich im Wald spazieren ging, stieß ich auf ein prächtiges Reh. Sein Geweih war so groß, dass ich es mit gesenktem Kopf
dass ich das mit gesenktem Kopf, also für umgestürzte Äste hielt. Hätte ich nur mein Gewehr mitgebracht, so hätte er eine ausgezeichnete Trophäe abgegeben. Aber morgen werde ich denselben Ort zurückkehren, um ihn zu suchen. Ja, jetzt komm. Machen wir keiner drauf, da. Ich musste es probieren. Für die Wissenschaft. Für die Wissenschaft. So, jetzt wissen wir auch, was passiert. Da kommt er gleich gerannt. Und jetzt erschrickt er sich. So, diesmal nicht. Ich bin auch ein bisschen wieder zusammengezuckt. Obwohl ich wusste, was kommt. So. Okay, wir gucken noch mal auf die Karte. Ah ja, 4037, gell? Habe ich vergessen. Habe ich mir zum Glück aufgeschrieben. Also wir müssen da noch ein bisschen raus. Immer rechts entlang und dann kommst du irgendwann an ein Ding. Ist das Hirschding, war das eben? Bin ich natürlich runtergehüpft. Ich weiß halt nicht, was dieses... Moment. Dieses braune, das was eingezäunt ist, was das sein soll. Also angekreist ist, meine ich natürlich. Oder ist das der Geheimweg? Ja, das kann natürlich sein. Dass das geheime Abschnitt ist. So, also, wie haben wir das gemacht? Wir sind da gegangen, ne? Darum. Wir gehen jetzt mal die Straße. Ich weiß jetzt so ungefähr. Nee. Rechts halten, wo ich mich halten muss. Da ist der Hirsch mit den gelben Augen. Dem rennen wir hinterher. Der rennt da genau rein, siehst du? Ah, guck mal, der rennt da genau hin. Vorhin der Fisch hat mich ja auch in diese Höhle gezogen, wo dann was zu finden war. So. Also die Nachricht habe ich ja gelesen, aber da fehlt der Knochen, oder? Das ist die Nachricht, ne? So, alles klar. Oben ist wieder ein Feuerchen. Da gibt es noch was zu entdecken. Da gehen wir hin. Ich glaube... Ne, gibt es nichts zu entdecken. Ist halt einfach nur... Das war das, was wir von unten gesehen haben, glaube ich. Aha, da, guck, da! Aber warte, ich muss gucken. Ach, guck mal, wir sind in der Nähe vom Haus. So, 9 3/4. Nix wie durch. Da sind wir. Ach, guck mal, da ist der Code. Schön! Jetzt weißt du auch, was das ist. Also, das Ding sagt mir, dass da oben diese Wand ist und da kannst du den Code eingeben. 4037. Natürlich schon vergessen. Wie mache ich denn das? Uiuiui. 4 0. Was ist denn jetzt das? Wieso habe ich denn da... Was ist denn das für eine Kacke hier? 4 0 3 7. Wieso gibt das alles doppelt ein? Ich will mich doch veräppeln. Moment, ich mache mal meine Tastatur dran. Vielleicht geht das dann besser. So, oder mit Maus. Komm mal her, Maus. Ah, guck mal, hier mit Maus kann ich einzeln löschen. 4 0 3 7. Es lag am Controller. So.